Teire Jiden. Sie gewähnen Chuftest Tammes, Tuf Schien Paibeis. In der NYU-Spitul liegt aber kein chassidischer Bucher mit dem Namen Eli. Sie gewähnen mitten der Zimmer, Doilem ist in der Camp, in der Countries, Bucher im Gein auf Trips, man hakt da leben. Eli ist mit seiner Yeshiva auf einer Roadtrip in Tennisville, wenn halb sich nicht geht spielen. Man hat ihm geschickt zu einer Local Urgent Care, man hat ihm ausgecheckt, man hat ihm gesagt, es ist Fever, öfter Arois, gut nicht mehr von dem, man hat ihm zurückgeschickt auf der Roadtrip. Es ist nicht geworden besser, es gegangen kann man sie zur Urgent Care, aber auch dieselbe Sache, nee, stamm Arois, ein bisschen Fever, das ist mehr so gut nicht. Aber er tut zwei geht darüber, sie wird nur Eger und Eger. Sein Tate Penny hat ihm gesagt, Eli, komm mal heim, kann Park. Er kommt daheim, geht zu seinem gewöhnlichen Doktor, checkt ihm aus, die müsste reingehen in der Emergency Room. Man schickt ihn an in der Emergency Room, der NYU-Spitul in Manhattan, inmitten der Zimmer. Man hat uns Running-Tests, eins noch und zweiten. 12:30 bei Nacht. Wogt daran der Doktor, kaltblütig, und er sagt, Mr. Engel Sr., Mr. Engel Jr., your son, Eli, has leukemia. He will have to go through chemotherapy. He will lose his hair. Und mit dir weiter wogt heraus, losen dich der Tate, Penny Engel, der Bucher Eli Engel, mit der schwersten Neues, was man mal gehört in seinem Leben. Penny. Wie wird es gespielt? Jene Minute, den Heiß von einem Doktor. Die erste Sache, was ich habe getan, ich habe aufgelegt meine Hand auf Mazins Excel und ich habe gesagt, Eli, du bist der beste Buch in Yeshiva, du bist der Buch, der sitzt und lernst. Der Eibischte choosed, gitte Menschen, mit das Durchschnitten, in Gedenk, mit das Durchschnitten bis Simche, mit der Schmeichel. Von dort habe ich mich ausgedreht, ich habe gesagt, mein Bauch tut mir weh, ich bin rausgegangen. Ich habe ausgebrochen, nach Gewein. Was tut man du? Erst habe ich mich aufgehört, mein Telefon, ich kenne sie, die Lobby noch von Vater. Ich habe getext, 12:30 in der Früh. Can you talk? Es ist noch ein ganzer Tag Arbeit, ein grüner Mittwoch. Wir sind zurückgekommen von Wilhelmsburg, endlich heim kann man sie. Die Nacht fängt sich an, es kommt ein Phone Call, du dort. Es ist 12:30 Uhr Nacht. Es kommt einmal ein Text, der sagt, ich habe einen Kick auf dem Phone, Penny Engel. Es ist ein Kontakt schon von langen Jahren, was 12:30 a.m. Are you up, can you talk? Sie macht sich einmal solche Textmessages, das ist gewöhnlich. Als er sagt, man denkt sich, man darf sich auch beruhigen, nein, es ist okay, es ist eine Kleinigkeit. Ich bekomme den Phone Call, es ist auch, was ich gehört habe, ist ein Berg auf dem Kopf, ein Gitterchave. Und von dort, von 12:30 a.m. bis 6:30 a.m. hat sich angefangen, Communication mit dem Team in der Hospital. Man geschickt Reports, bekommen Reports, gekickt die Chart. 4:40 a.m. haben wir zurückbekommen eine Response von der größten Doktor in dem Spital, Dr. Bill Carroll, was geämpft, I'm on the case, I'll be there soon. 6:20 a.m. Es gehen eine Sache back and forth, wir gecheckt, darauf kommen in the room, der Stock, jener Stock. 6:20 a.m. Dr. Carroll called, durchgegangen briefly the details. And I said, I'm walking in, I'm taking over the case. Wow. Teire Jiden. Von du hat sich umgeheben, ein schwerer Round von Chemotherapy. Ein Bucher, wo es auf seinem Camp sitzt dort in der Spital in NYU, kickt raus von dem Fenster, seht, wie Menschen laufen zu der Arbeit, Business Meetings, man hat den Boss, nur sein Leben, Elis Leben, ist auf Pause. Nicht kein Camp, nicht kein Chavrises, man verbringt nicht. Man sitzt in einem leidigen Zimmer in NYU. Sie gewähnen eine Nacht, 4 Doktoren kommen heran,
Und drehen sich aus der Tatepinni und sagen, come with me. We have to ask you a question. Wie ist es gewesen? Jene Schale, jene Nacht. Einige gewesen als Surgeons, und ich gehe ungetein wie als Surgeon auch, und einige gewesen von der Infection Disease, und andere zwei gedenke ich nicht. Sie riefen mal raus von der Zimmer. Ich habe schon gleich gesehen, dass der Mann auf Teug nicht sein ganze Jiffige voll mit Wasser, sein Chestige voll mit Wasser, es hat schon zu drücken auf seine Lingen. And the doctor told me basically, ich will sagen in Englisch, ich will nicht sagen Wort bei Wort, the doctor told me we have two options here. One option is to make a hole so that the water can come out, but being that his blood counts are very low, he's going to get infected and he will not be able to fight the infection. Second option is to just leave it as it is and the water will just fill up. So I asked the doctor, are you basically giving me two ways for my son to die? And his answer was yes. Man hyped on noch around von chemotherapy und man hofft, ich hätte das machen. A dritter Round. Jeden einzigen Tag kommt mit seinen Problemen, mit seinen Schwierigkeiten. Wer ist gewähnt, du, zu halten Ellies Hand, zu halten Pennys Hand durch den schweren Journey. Du hast gewähnt, der Medical Coordinator von RCCS, Leil Isaacovich. Es ist schon durch eine scheine Periode damals, aber ich denke, wir haben nicht mehr gedacht. Sicher Levi hat mir gegeben, ich habe gerne gedacht, ich bekomme einen Kauf von Sicher Levi. Ich bin busy schon eine ganze Nacht mit einer neuen Case, gibt es wie AML Leukämie. Er hat mir gebeten, rief von dem Taten, und nehmen über die Communications mit den Doctors. Ich habe in Touch mit Dr. Bill Carroll, mit review the bone marrow results, mit übergang die Treatment Plans, mit arranged alle Logistics, was wir davon haben, was wir davon sie können nun haben, die schwere Chemotherapy. Freitag zur Nacht um die Chemotherapy, und sie können sehr schwer zu kicken, die Serum, zu kicken, die Eltern kicken sie die Serum, wie seine Kinder warfen sich von Serum durch unsere Treatments. Ich will noch den ersten Tag, just mal gemacht eine Bone Marrow Biopsy, die Mama gekallt weinen, sie können nicht zu kicken, ich will die Bone Marrow Biopsy, so pushet gechalles, just, das ist noch gewinn der Day One. Mis constantly gestanden zu der Saat, in communicated mit der Doktor, supported, Chizik, Buch Hashem, noch 3 schwere Rounds von Chemotherapy, ist Eli Buch Hashem gewinn in einer Remission, Bechazda Hashem, ist an Remission, aber es ist noch ein schwerer Durchgang zu durchgehen, a bone marrow transplant. Bis jetzt ist Eli gewinn getreated by the best pediatric leukemia oncologist in NYU, Dr. Bill Carroll. Jetzt hat man gedacht, chosen the best transplant center, man gechoose a transplant doctor, man hat aufgesetzt appointment. Du darf man testen, die Brüder und Schwestern, wegen an der passigste Match für Ellie, für der Bone Marrow Transplant. Der Geudel ist gefallen auf Ellies jüngere Brüder Schie. Sie gewinnen den Tag von dem Transplant, mit der angewählt Ellie in das Zimmer, der Doktor kommt daran, und geht durch. Pinklich, was geht geschehen, der Patient muss wissen, jede Sache. Und sagt dem Ellie, sie kann seine Geist nicht machen. A jünger Bucher hat die weiter, bis der Greizig ein weiter. Und sagt, ja. Später dreht sich aus zu Ellie, kickt ihm an die Augen und sagt ihm, Ellie, I have to ask you the question. Sie wird still in der Zimmer. Ellie, willst du schreiben an Savoy? Ein Bucher von 20 Jahren alt, hat die weiter von einem Doktor, gleich war sein Transplant. Ellie kickt ihm an die Augen und mit einer Starkheit sagt ihm, Doktor, ich schreibe nicht kein Savoy. Ich gehe es durchmachen. Ich gehe leben. Und mit dir weiter hat man gemacht die Transplants. Teile Brüder. Ja, der Transplant ist gelungen. Baruch Hashem. Ellie ist durchgegangen und übergelebt. 21 Tage später hat Ellie Engel herausspaziert von NYU auf seine eigenen 2 Fies. Wenn alle Doktoren sind gestanden auf den Saaten geklatscht und sich gesegnet von sei. In Handnacht, der Heulisch und Esrappe
Ellie Engel ist du zu der Zeilen sein Geschichte. Ellie. Shkoyach. Very bright. Hello, everybody. But jetzt geht von Masse Beklulis in general to talk about in details was is geschehen. We can be here a whole night. Ich will noch sagen eine Sache. Ich habe bekommen einen Phone Call 3 Wochen zurück von RCCS, Isaacovich. He asked me, do you want to come and speak by the event? Ich habe gesagt, ja. I said, how can I not come and see the people who I only heard about behind the scenes and gave everything from themselves to me and actually finally get to meet them in person? And with that, I'm here today. I just want to share one story. When I was alone in the hospital in bed, we go over all the fevers and all the pains, and I'm lying there alone in my room, not with everyone else, not outside, not having fun, all there alone in a bed, not knowing what's going to happen. What gave me the greatest chizik was those phone calls from the outside world, from people like you, from RCCS, knowing that there were people out there that cared about me, that wanted to see me come home, that were rooting for me. Having that kind of feeling that I was part of a bigger picture, part of Klal Yisrael, part of your family, you were part of my family and my story, gave me the chizik and the strength to get up, stand up, and move on. Ellie, who was the doctor that did the bone marrow transplant? Dr. Bones. If you'd be able to tell Dr. Bolins in one sentence, a line, what would it be? What would you share with him? Dr. Bolins, I'd like to say... Pause. Let's give a standing ovation. Ellie, we have Dr. Bolins with us tonight. Dr. Bolins. Meet Ellie, a living miracle. Dr. Bolins, could you share with us your feeling having Ellie as a patient and seeing him here tonight? This is so special to be here with you, Ellie. So I was looking back because I think we met for the first time in fall 2022. The whole story, which was just shared with you guys, I could understand about 60-70% in Yiddish. But we met, and I met a very optimistic and super funny guy. That was really literally the first meeting I had. And I met a very funny and optimistic dad. And optimism is really important in these very intense therapies. Dr. Bolins, Yeah. could I share with you? I have breaking, exciting news that Mr. Engel wants to share with you here tonight. Okay. Ellie Engel got engaged 2 weeks ago. Mazel tov, Ellie! Der ganze Oilem ist geladen zum Kassen im 3 geduschen Marim. Mazel tov! Bei Simmet Oive, Mazel Tov, Simmet Oive, yeah, I look near the Holy Israel. Simmet Oive, Mazel Tov, Simmet Oive, yeah, I look near the Holy Israel. Simmet Oive, Mazel Tov, Simmet Oive, yeah, I look near the Holy Israel. Simmet Oive, Mazel Tov, Simmet Oive, yeah, I look near the Holy Israel. Mazel tov,
Mazel tov. Dr. Bolins, on behalf of the Engel family and the larger family, RCCS, Penny and Ellie want to present you with a gift for the incredible work you do for our community. Penny, Ellie. Wisdom all your life, whatever you help for Klali to. It's a pleasure, of course.